Herzlich willkommen zurück bei Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast. Ja, es gouf echt Zeit, das nächste Plötzeburg zu machen. Ganz einfach, weil es ist schon über 100 Episoden hier, das mehr zu dem Zeitpunkt noch zu zwei, Peter nicht, ich wird etwas geschwärzt tun, weil das eben wichtig ist, weil doch noch immer wichtig ist. Es geht noch immer als Unterstützung von den lokalen Bands, mit denen wir groß gesehen sind, da vielleicht schon ein Jahr nicht mehr da, aber da sind verdammt jetzt beikommen. Dafür machen wir das anders, anstatt eine Episode zu machen, wo ich wirklich alle Album schwätzen, weil ich meine, das ist immer lang high. Das gibt dann noch ein Teil, anstrengend für mich, auch für ich. Und ich mir das mal ein bisschen evaluiert und ich ging einfach mal als Metal Milestones von Lützeburg umdefen. Also wir gehen ein paar Alben durch, wo Bands sind, wo mich ganz viel beeinflusst haben, wo man überhaupt mal bewusst gehen ist, was für talentiert Musiker mir eigentlich haben. Dass die Bands, auf denen du warst auf Konzert, genauso wie der Peter und ganz viele andere von ihr dabei sind, sicher auch. Vielleicht aber auch ganz viele Leute, die Bands leider nicht mehr live gesehen haben, weil sie zum Teil entweder nicht mehr geht oder schon lange nicht mehr gemacht haben. Wie gesagt, wir haben an der 13. Episode das Oslo 4 Jahre hier, das war ganz ziemlich am Anfang, Nummer 13 war das Willkommen daheim. Letzte Metal Elite oder 10, ist immer nicht genau sicher, wie ich sie genannt hat. Da haben wir eben, weil da ist Zeiten an der Metal-Szene, an der lokalen Metal-Szene geschwärzt. Für das nicht komplett durchzuknallen. Machen wir einfach mit knackig. Und zwar, ich fange einfach direkt an. Ich meine eine Band, wo ich nach große Chance hatte, live zu sehen. Zum Teil auch ein paar Mal live gesehen und dann zum Teil fand ich, dass die Band leider ein bisschen zu frei, die war vor ihrer Zeit, definitiv, eine Band, die Post-Hardcore-Punk geliefert hat. Das war To-Go-Band für extrem Energie auf der Bühne zu haben, ganz viel, ich will nicht so Chaos, aber organisierte Chaos. So kann ich mich mal erinnern. Eine Band, die Anfang der 90er aktiv war, bis 2007, wo sie mit ihrem letzten Album This Is Forevermore die Hand durchgeschmissen haben und eben gesagt haben, voilà, wir haben genug gemacht. Und ich fand das eine Band, die leider ein bisschen vergisst ist. Und ich meine, als Arbeit, also die zum Teil auch etwas zu hinterlassen für die Leute, die die Band eben vielleicht gut nicht kennen. Oder absolut Gelegenheit nicht hatten, sie zu gesehen und leider verpasst. Und natürlich schwätzen wir von Defter. Wie kann ihn Defter vergessen? Das ist leider ein Fakt, wo mir ganz viel an den letzten Jahren aufgefallen ist. Die viele Junker, die wissen nicht, was Defter ist und wo leider auch, wie gesagt, nicht viel Möglichkeit tun, die Band überhaupt noch zu lauschen, weil ganz viel ist noch nicht mehr da, als auf CD von. Chanceux schon noch zwei CD, wo wir extrem wichtig sind. Wir haben gerade den DEP eigentlich, wo bei mir mal den Horizont gesprengt und dann sind so, wow, das wirklich Lützeburg von Heidi, das Mann. Das klingt so krass, das klingt so rauer, voller Energie und richtig für die Zeit mal sehr gut produziert. Natürlich schwätzen wir von der EP The Sparkle Has Become a Flame. Anfangslied Klischee, ich meine, wenn das nicht live mitgekriegt wird, entweder CD an den CD-Player, man ja CD, und das war eben eine Sache, das hat auch schon den Ball nicht mehr der Fall. Klischee hat genau damit angefangen, wo viele Bands zu dem Zeitpunkt Schwierigkeiten hatten, eben den Hook, so dass die gewissen Sound zu treffen, für dich direkt an den Band zu ziehen und dass du direkt abgepasst ist. Und ich fand, für allen DEP, die hat alles gesprengt, was ich zu dem Zeitpunkt von Lützeburger Musik am Allgemeinen kannte. Das war, wie gesagt, das war Hardcore, das war Post, das war Screamo dran, das war richtig geile Scheiß. Und ich habe sie zweimal live gesehen an der Kufa, das war ein Jahr für ihren Abschied eben mit This Is Forevermore. Den Album ist genauso geil und ich meine,
Wenn man sowieso heraus eine Serie werde machen, da kann es sehen, dass das an den nächsten höchstwahrscheinlich wird 4 kommen, weil das genauso wichtig Album von einer genauso wichtiger Band. Aber mein Non-Plus-Ultra-Moment von Deftones war Opening Band von Soulfly. Ich weiß nicht, ich muss 2006 oder so gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Soulfly war mit ich meine Bright Eyes hat die Band geheischt. Auch ein ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, der Konzert, da hat Deftones wirklich alles gehen und da kann ich mich gut daran erinnern, dass so im Moment in das Pasche blieben. Am Saal hast du die Leute gesehen, viel Leute, auch viel Leute, die außerhalb die Soulfly gucken gekommen sind, so, oh, das da ist richtig rau und das da ist richtig fun und tut doch sau gut bei dem Konzert gepasst. Dafür, also, für die Leute, die Deftones nicht kennen, ich mache mal mehr für alles an den Link zu setzen, dass sie die Band kann followen. Vielleicht wie eine Experience damit teilen. Ich meine, das ist eine absolut wichtige Band für die komplett Lützeburger Metal-Szene. Genauso wie die anderen zwei, wo ich noch für Haut stehen haben, die genauso wichtig sind. Und ich meine, wir kommen direkt bei den nächsten. Da gibt der Pitt mir absolut recht. Der Pitt hat schon ganz viel über den Album geschwärzt und über die Band und auch schon ein Review geschrieben, so ein Oldschool-Review. Eng Band, wo als allen zwei dominiert hat am Sinne von, okay, wir gehen über Metal-Konzert von Hai, wir wollen einfach just ein Ried an Mail kriegen. Und das war Action Ferris mit The Functus and Heresy von 2004. Ja, das schon lange hier. Mit dem Album war es so knaschtig, so rau, so richtig brutal. Zum Teil auch vielleicht, sag ich mal, nicht super gut abgeholt für die Zeit. Die Jungen haben gemerkt, was sie zu dem Zeitpunkt konnten. Das Band ist leider nicht mehr aktiv. Die war von 1990 bis 2011 in NRW. Mit dem Album, das war das raus. Und das knaschtest Mix. Und aber hat es so Spaß gemacht, dem Album. Ob es auf CD oder live sitze gesehen, all Chaos, für nicht Step by the Cross, das war so mein Favorit. Das ist herrlich, was die Jungen einfach produziert haben, von Rauheit auf von einfacher. Ja, keine Ahnung, das ist wirklich so. Emotionen müssen rapse Sack ob am Hai. Kriegst alles an Gesicht und war einfach nicht mehr geil. Ja, auch da das ist ein Album, wo leider ein bisschen vergessen nicht geworden ist. Für allem bei denen neuen Metalheads, dass wir das noch kennen, das ist ja schön gut. Ich bin die Gefahr, dass die, das war ein Vor, wo mehr als 4 Druscher gestaltet, wie wir zu 2, zu 3 waren. Weil kriegen eine Top-Mix-MK in der Hinsicht, wir wollen etwas los, nicht nur, weil wir etwas machen, aber es geht ja auch darum, dass die Bands, die wir nennen, und über die nächste MML, Metal Milestone Lützeburg, wird definitiv ein Fakt sein, für das irgendwo fest verankert ist und für das Leute können Informationen holen. Ich gehe auch nicht durch die ganzen Wikipedia-Pages von der Band. Das will auch keiner hören und ich will doch nicht nach, das ist mal ganz ehrlich. Aber es geht einfach darum, ein Footprint zu lassen für die Bands, die zum Teil nicht gehen. Und ja, Deftones und Action Ferris sind leider nicht so aktiv, auch von Überbleibsel von Action Ferris, zum Beispiel andere Bands kreiert und Cosmogon, große Nummer mittlerweile, ne? Das wird auch noch ein bisschen auftauchen. Dafür. Ich ging mal das heute liken, subscriben, weil, ja, wir könnten noch mehr. Ne? Und da gehen wir bei dem letzten Album für heute, ein Album, wo vielleicht zu dem Zeitpunkt noch kein so produziert wird, auch wenn, sonst mal an der Spart von 2005 bis 2013 oder Anfang 2000er bis 2010 weil so als ganz viel Heizuland geschieht, sind viele Bands kommen an der Final Metalcore, Deathcore hatten mega Emergence und das ist aber auch ein bisschen so aufgeteilt. War aber eine Band da, die hat ein bisschen die Sache gemacht und war zu richtiger Zeit auf der richtigen Platz. Und wir schwätzen natürlich für Scar.
Skart war schon hier am Podcast ganz im Muffer, wie man das gemacht haben. Ich probiere noch an Zukunft vielleicht noch mal die Jungen ein Kerz zu machen und ein Videoformat, weil den Album von 2013 Gaia mit den hat alles getoppt, war das zu dem Zeitpunkt zu Lützeburg gouf. Produktions hin, ob es wie sie Lieder geschrieben und die Evolution von der Band, das war hier ein zweiter Longplayer, Gaia mit was du und Groove Metal Prog geliefert ging auf einem komplett anderen Niveau an eben grad von Hai. Das war mindblowing, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon ob sie geguckt, das war so etwas, wenn du mal Ideen hast von schon eine Band, so, da war kann ich ganz viele Leute, die gesagt haben, wow, du wo Skart lo aufs, wenn wir das bis so hinpacken, da können wir jetzt wirklich auf Schulterklappen an. Sie haben wirklich mengen ganz viel Tieren abgemacht für ganz viele Leute. War noch von den ersten Bands, wo richtig Musikvideo gemacht haben, ein professionelles Musikvideo zu Cinder. Das Lied war Album eben Drodas, aber sind andere Lieder da. Den Opener, Gaia, gell, mit der ganzen postapokalyptischer Vision von einer enormen Eruption und dann knallen sie einfach so ran aus allen Rohren. Das war schockierend zum Teil. Schockierend, wie krass gut das war. Ne? Psychogenesis ist auch ein saugeiles Lied. Und The Closer geht auch vergessen. Der geht mit der als den ganzen Album, sonst mal am Remix, an einer ganz anderen Perspektive, viel mehr dunkel, viel mehr düster. Die Band hat einfach Innovation gewesen, und auch mit ihrem letzten Album von 2021, 2022, ich weiß nicht mehr, das Self-Title-Album, und so nachher gewesen, wir können nicht anders das machen. Ich meine, Skart gehört definitiv zu den ganz, ganz großen Hai. Nee, das waren da nur just 3, just für zu sagen. 3 Stücke, die mir persönlich wichtig sind, sind da eng jetzt. Ich meine, viele CDs habe ich nach, auch wenn ich keinen CD-Player mehr CDs habe ich nach, ich probiere das rumzufahren und alles, bis vielleicht auch an allen Reels und so zu teilen. Weil ich meine, das ist einfach wichtig, auch wenn viele Alben damit zu kaufen gibt, man keine Form mehr, oder vielleicht, wenn ich schaue, von den Discogs oder so, die da von den eventuell auf YouTube, für alle von den 2 echt genannten. Und ja, das ist mir einfach wichtig für die Alben nach ein bisschen durchzugehen. Weil ich natürlich auch wert machen, für das die Bands, auch wenn sie teilweise nicht mehr viel Geschichte, wie auch immer, wir wollen natürlich auch, dass ein bisschen von außerhalb Leute ein bisschen hier auch erweitern, ein bisschen gucken, was lebt heute zu Lützeburg. So, wir machen da noch ganz anders, das heute in Oslo für Eis, für die Jungen von Hai, weil leider sind wir die einzigen von Lützeburg schwätzen. Was aber nicht schlimm ist, weil ich werde probieren, all Album ein bisschen auf Reels anzudelen, an nach mehr knackiger Form, an als Shorts. Ich meine, das kann gut funktionieren. Und zum Teil also doch mir einfach für vielleicht das unter Mann zu bringen, oder weil die mit dabei sind. Und ich meine, du war es schon das von meiner Seite für diesen bisschen mehr kurzen Metal-Milestones von Lützeburg. Ich muss mal noch so geile Logo dafür überlegen. Apropos Logo, ich weiß nicht, ob das gesehen wird, wir haben neue Merch, weil ja, 5 Jahre Comedy, das ist aber nicht gerade nichts. Da kann ich schon zum Teil stolz drauf sein. Auch wenn du vielleicht Punkte Line-Up und so auch Apps gerne tut, mich schmengen. Was bei Comedy passiert, das nicht nur ich. Du hast ganz viel Arbeit auch von den anderen da gewirrscht. Und ich fand, wenn da es Welt unterstützen, schreib das weil es ist ganz limitiert, das T-Shirt, das kann ich auch sehen, ich hoffe zwar nicht, aber wenn da gibt dann ein bestellt, das ist ganz limitiert Stock, und es wäre schon cool, wenn da kennt bei dem Schweißen eigentlich von Hannen, so Trash Talking since 2020, also wenn ich gibt, like und subscribe, das ist das Minimum, und damit gesehen wir als nächstes Geheim bei Comedy. Bis geschwind.